Von Inari aus geht es jetzt Richtung norwegische Grenze. Mit dabei, bei uns im Schlepptau, das Ursi und der Felix, die wir ja gestern gerade getroffen haben. Weil auch sie wollen mit als Nordkap. Und so können wir das zweite machen. Und dann ist es soweit. Das erste Mal sehen wir den Wegweiser Nordkap. Aber schon ein bisschen später müssen wir schon wieder anhalten. Weil wir haben eine ganze Rentierherde gesehen. Wir haben wieder eine Stunde gewonnen. Juhu! Wir sind in Norwegen. Der erste Eindruck phänomenal. Oder Sven? Ja, sehr gut. Schön sieht es aus. Und wir haben sogar einen bisschen blauen Himmel. Was willst du noch wissen? Wir haben jetzt heute den Grenzübertritt gemacht nach Norwegen, sind dann weitergefahren bis da auf Lakselv. Und es ist wunderschön da. Wir haben auch einen super Platz gefunden, wo wir eigentlich übernachten wollten. Aber wir haben uns jetzt umentschieden, weil das Wetter ist heute einfach zu gut. Und am Nordkap ist es anscheinend bis Abend um 8 Uhr auch noch gut. Es ist jetzt 2:30 gsi. Wir müssen aber unbedingt etwas essen. Darum gibt es jetzt einfach schnell ein paar Ravioli und ein bisschen Salat. Und dann geht es weiter. Es sind nochmal etwa 3 Stunden. Gute 3 Stunden, die wir fahren müssen. 200 irgendetwas Kilometer. Aber also nur schon der Weg dahin. Es war unglaublich schön gewesen. Also wirklich, auch schon in Finnland, die letzte Straße dort mit dem Auf und Ab. Ich hoffe, ich kann dann das alles auf der Kamera an. Man kann das überbringen, aber wir sind völlig verfleischt. Ich meine, schau mal da die Aussicht an. Das wäre jetzt unsere Aussicht für zum Übernachten. Ich meine, das ist der Brüller. Und das Ursi und der Felix begleiten uns jetzt. Wir machen jetzt eine Essenspause. Und ja, was meinst du dazu? Sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Also, wir sind über die Grenze gefahren und es ist wirklich, ich habe gerade einen Juchzer ablassen. Es ist so gewaltig schön. Also, es ist wirklich, ja, man kann es auf den Bildern auch nicht so gut festhalten. Aber es ist wirklich, ich habe gesagt, also wenn wir uns im Auto gefilmt hätten, also wie zwei Iri so, ja, es ist wirklich einfach grandios. Es ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist Hammer! Man kann es wirklich eigentlich, kann es nicht anders beschreiben. Und dann haben wir noch Rentier haben wir auch noch gesehen und ja, es ist einfach eine ganze Herde. Heute ist also wirklich der Brüller. Einfach nur. Heute ist ein Geschenk, also wirklich, wir sind dankbar und es ist wirklich ein gesegneter Tag. Ja, wirklich. Okay? Ja. Und es wird noch besser!
ihr auch einmal mitschauen. Ich hoffe, dass es mit dem Ton geht. Es ist verdammt windig. So. Und da ist die Kugel. Und ja, es hat also sehr viele Wohnmobile da. Aber wir haben also noch einen relativ guten Platz. Vielleicht können wir dann später mal noch mal live machen. Mit, ja, aus dem Wohnmobil. Dann hört man uns vielleicht besser. Uns früher die Finger ab. Wir gehen jetzt ein bisschen rein. Aber wir wollten das unbedingt schnell teilen, weil es ist einfach der Hammer. Ja, es ist schon, es ist verdammt geil. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, macht es. Einfach machen. Ich weiss, es sind 3'500 Kilometer. Egal. Glaubt es. Egal. Also, bis später. Tschüss. Ich hoffe, man sieht es. Und sonst müssen wir uns jetzt einfach glauben. Es ist 12:30 am Morgen. 12:30 am Morgen. Wir haben jetzt ein feines Fondue gegessen. Ja, ein Savoniner Fondue. Jawohl. Und ich sehe nicht einmal, ob hoffentlich sind wir beide im Bild. Ja, es blendet ein bisschen. Auf jeden Fall, wir machen jetzt sozusagen eine Mitternachtswanderung. Und wie ihr seht, ist es mega dunkel. Und ja, es ist einfach nur der Hammer. Also, Es ist genial. ja, Menschen braucht es, aber es ist genial. Anlegen kann man sich ja. Ja, und was mir auch noch nie passiert ist, ist, dass ich zur Nacht um 12:30 eine Sonnenbrille brauche.